Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Polen, Finnland, Schweden, Slowenien, all diese Länder haben Grenzkontrollen. Für was machen die das? Kein Mensch und auch kein Politiker an diese Länder will absichtlich am Stau stehen. So geöffnet. Diese 9 Länder haben es angefangen zu kontrollieren, weil sie reagieren auf reale Probleme. Sie ignorieren und verstoppen ihre Köpfe nicht am Sand, aber sie probieren etwas zu machen. Die Realität ist, dass der Schengen-Raum im Moment leider nicht gut mehr funktioniert. Für was? Wenn es der Asyl- und Migrationspolitik über die letzten 10 Jahre. Diese Politik hat leider systematisch über Jahre die grossen Erfolge vom Schengen-Akcord untergraben. Es so leider, weil auch der DDR ein Fan vom Schengen-Raum ist. Zumal für ein kleines Land wie Lützeburg, aber auch für als Großregion, ist der Schengen-Raum wichtig. Aber für das Schengen funktioniert, müssen die Außengrenzen geschützt sein, für das interne Kontrolle wegfallen können, an die international agierende Kriminalität und irreguläre Migration müssen auf allen Niveaus bekämpft gehen. Das ist leider nicht in den letzten Jahren passiert. Es stimmt, dass das Grenzkontrollen gegen EU-Recht verstoßen. Aber mit einem Rekurs lösen wir genau 0 Probleme. Wir ignorieren sie, nehmen einen stechenden Kopf an den Sand. Diese Motion kritisiert auch den Friedrich Merz für seinen Vorstoß für mehr Grenzkontrollen. Mit dem Friedrich Merz kann die Realität in Deutschland nicht mehr ignorieren. Attentate alle paar Wochen, mehr hohe Kriminalität, viel mehr Attacken gegen Minoritäten. Richt für ein paar Stunden war nur den Ausruf vom bayerischen Ministerpräsident Markus Söder nächst ein Attentat zu München. Wir können nur hoffen, dass es kein Todesser gibt, respektive dass die mehr als 25 Verletzten nicht ganz gesund gehen. Wenn Friedrich Merz all das ignorieren, dann gibt eine Partei noch mehr Macht kriegen, die dir nach meiner Welt wie CDU. Der neue EU-Pakt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir als Land können auch viel machen. Politiker, die Open-Border-Politik machen, gehen auf viele Länder aufgewählt, wie Schweden und Holland. An Dänemark machen Sozialistische seit langem Realpolitik. Ich habe im Oktober für die Deputierten aus allen europäischen Ländern über das Thema geschwärzt und viel Zustimmung gekriegt. Ich stelle fest, dass wir als ADR auf dem Punkt an der politischen Mitte in Europa sind. 2025 ist das Jahr von den Veränderungen in ganz vielen Ländern hin zu mehr Pragmatismus und mehr Realismus. Wenn wir die Probleme ignorieren, an den Kopf an den Sand stechen, an einen Rekurs machen, dann isolieren wir uns als Land immer mehr. Wir brauchen die anderen, und die anderen brauchen uns nicht. Ich wiederhole das. Wir brauchen die anderen, und die anderen brauchen uns nicht. Dafür fanden wir es gut, dass die Regierung keine Kurve machen an der konstruktiven Wehsicht für bilaterale Gespräche zwischen von den anderen Ländern zu holen und zu verstehen und gemeinsam nur Lösungen zu sichern. Wir als ADR sagen dafür Merci und werden diese Resolution selbstverständlich nicht mitstimmen. Merci.